Boah, die Mucke, geil! Ist der Boss, oder? Tatsache. Nachdem ja die Maschine zum Kaputtmachen löschen braucht wird, nehmen wir jetzt einfach nur mal ein Shillock mit. Ah, hier, da war die Absperrung, okay. Oh! Also da müssen wir nimmer Richtung Schui gehen, um Mobile zu kriegen. Das Ziel war in Wirklichkeit ein Mobile. Wer hätte das gedacht? Achso, der Brise... Das ist ja immer nur der Briseforst, der geht aber schon ganz schön weit. Junge vom Panoramafelsen. Hallo ihr, macht mal Pause vom Wandern und genießt die spektakuläre Aussicht. Okay, kann ich dir was kaufen? Ui. Sieh nur, ist die Aussicht nicht fantastisch? Dieser Ort wird Panoramafelsen genannt. Ich liebe es, hier herunter zu schreien. Okay. Rede, Olle! Ah, das hat gut getan. Dame vom Panoramafelsen. Seht ihr die Baustelle da drüben? Dort ziehen sie einen Turm hoch. Es heißt, er soll ein Symbol für den Frieden in Almia werden. Es gibt sogar einen Wettbewerb um den Namen. Wie klingt Echoturm für euch? Total dumm. Aber das ist echt ein geiler Ausblick. Zerschneiden 3. Seine Rinde ist extrem hart. Ihn in 2 Hälften zu teilen wäre sehr schwierig. Okay, krass, Zerschneiden 3. Jetzt gehen wir mal schon in die Dreierbereiche, oder wie? Geht aber rasant. Aber ich find's gut, dass wir da noch einiges zu erkunden haben. Das ist eine Höhle, oder? Tatsächlich. Was sagst du? Entdecker. Es gibt immer ein seltenes Pokémon in dieser Höhle hier. Ah. Ja, geil. Charmian. Ja, selten. I see. Hä? Wo bist du denn selten, Alter? Außerdem hast du, glaube ich, eh nur Zerschneiden 1, oder? Also, ich meine, am Seefürstrand gibt's die ja. Ah, ja, schau, Zerschneiden 1. Hä? Du bist ja nicht mehr heftig. Ist da vielleicht bei irgendwann ein anderes Pokémon drin? I hope so. Pidifass. Haben wir noch nicht. Ja, wunderbar. Nice Pokémon, geil. Da bin ich immer dafür zum haben. Ey, das ist ja dann geil. Dann haben wir ja da in der Nähe von Havelbrück erlöschen 2 Pokémon. Ja, das schaut natürlich auch nicht da. Okay, komm, Pichu. Wir laden jetzt auf. 3 Kreise nur. Unser Fangkommen-Wert schon langsam stark. Das ist toll. Oh, man hört wieder diesen komischen Sound, der die Pokémon verrückt macht. Hörst du auch etwas Komisches? Nur ganz schwach, aber ich kann es hören. Ist das der seltsame Lärm, den ihr in der Ozeanhöhle gehört habt? Ja. Wenn ja, werden Pokémon in Not sein. Oh, shit, da geht's schon direkt auf. Wir seid jetzt in Havelbrück. Holy shit, okay. Okay, da sind viele Pokémon, die Hilfe brauchen. Oh, Stegner. Du, die Flashbacks. Flashbacks in die Schule. Hey Ranger, genau die Leute, die ich sehen wollte. Howdy, der Name ist Stegner. Ich bin für die Zugbrücke im Norden der Stadt zuständig, aber ist gerade egal. Um was es mir geht, ist folgendes. Was ist mit dem Pokémon hier in der Gegend los? Nur so zwischen euch und mir. Ich habe etwas echt Merkwürdiges gesehen. So ein paar zwielichtige Typen haben diese riesigen Briefkästen in der Stadt verteilt aufgestellt. Direkt danach sind die Pokémon in der Stadt alle so komisch geworden. Da geht irgendwas Übles vor sich. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Mission. Kuriose Maschinen zerstören. Oh, aber vorher noch etwas Wichtiges. Wenn deine Fangkommen-Energie niedrig ist, lass sie in der Ranger-Station wieder aufladen. Das Gebäude dort ist die Ranger-Station. Ja gut, wir haben es gerade mit Pichu gemacht, aber... Die dortige Technikerin wird deinen Fangkommen mit Freuden wieder aufladen. Eine Speichereinheit gibt es dort auch. Das willst du dir doch nicht entgehen lassen. So wie die Dinge gerade stehen, ist die Brücke meine geringste Sorge. Wie kann ich hier von Nutzen sein? Ja, gar nicht eigentlich, oder? Aber wir sehen einen Haufen neue Pokémon. Fukano, Radfratz, Magnetilo, hinten war Elekid. Jetzt schauen wir erstmal in die Basisreihe. Oh, die schaut ganz anders aus. Und da ist jetzt Cornador. Schade. Aber ich finde immer geil, dass in der Basis einfach Wasser ist. Und irgendwie schaut das aus wie Rasen und irgendwie ist das für naturbelassen. Okay, da ist schon mal die erste Maschine. Löschen 2. Und da ist der wir gleich mal Pidifass oder hinkicken. Die Pokémon wirken immer noch wie unter Hypnose. Wie viele von diesen Maschinen gibt es bloß? Ja. Sehr zwielichtiger Typ. Uff, endlich geschafft. Alle Kongiga-Einheiten sind in Position. Warum sind diese Kongiga-Maschinen immer so elendig schwer? 4 Leute braucht es, um eine zu bewegen. Beim Entwurf wird nie an die Jungs gedacht, die diese Dinge später schleppen müssen. Hehehe, finde ich nice. Okay, wir haben das erste Mal das böse Team gesehen. Bringt es jetzt was, wenn die Pokémon schon fangen? Also ich meine für einen Pokédex-Eintrag. Ja, scheiß drauf. Für einen Eintrag holen wir es gleich. Ah, wenn wir die Pokémon jetzt nicht halten können, wir sehen jetzt zumindest schon mal die Fähigkeiten. Jo. Radfratz. Magnetilo wahrscheinlich auch wieder aufladen. Aufladen 2. Okay, was steht da? Altrupark nach oben und Havelbrück nach Hafen. Nach rechts. Havelbrück. Der Hafen Nummer 1 in ganz Almia. Weil ich weiß jetzt halt gerade echt nicht, wo wir ein bisschen hingingen. Ein Rabauz. Da ist noch mehr Maschine. Kaputt machen. Aber das war's sicherlich noch nicht da. Oh, wait, das war's doch.
Hätte bevor hat er nur Elektro holen sollen. Hut ab, Ranger. Jetzt werde ich mich um diese zwielichten Gestalten kümmern. Ich habe die Nordbrücke, die sich im Norden von hier befindet, hochgelassen. In diese Richtung wird keiner hinkommen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Stark, okay, das ist gut. Ja, ich würde sagen, die Dinge hier werden langsam richtig spannend, wie? Ich verspreche euch was. Ich schnapp sie mir und werde sie euch schön handlich verschnüren. Betrachtet das als mein Geschenk an euch. Ja, schauen wir mal, ob du das überhaupt hinkriegst, gell? Aber das mit der Zugbrücke ist natürlich ein starker Move gewesen. Dieser Stegner, er meint es ja gut, aber ich weiß nicht. Ja, ach was. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir hören jetzt nur mal... Oh, Plaudergeil. Das habe ich nicht gemeint. Ich probiere jetzt nur mal Bidifass holen. Weil, keine Ahnung, vielleicht sind ansonsten irgendwo anders so Maschinen. Die Meeresbrise ist der Duft des Reisens. Aha! Da ist also wieder eine Maschine. Wenn nicht sogar mehrere. Aber es hagelt jetzt Einträge für den Pokédex. Es greift mit Hilfe elektrischer Kugeln an. Überladen 2. Überladen haben wir noch gar nicht braucht, gell? Brand haben wir noch nicht braucht. Was ist das? Überladen 2. Jawohl. 3 waagrechte Holme blockieren den Pfad. Es ist kein Schalter zu sehen. Ja, toll. Oh, 4 Bidifasse und eine blaue Maschine. Finstere Maschine, die schaurige Töne erzeugt. Offenbar zu schwer zu bewegen. Da brauchen wir jetzt aber nicht löschen, sondern überladen. Wir brauchen 2-mal überladen 2. Das ist ja auch was. Okay, da geht's also auch wieder weiter. Granny-Maschinen. Warte mal. Was ist das denn? Diese Maschine hat eine andere Farbe. Ja, hey, wir haben doch gerade eben blau gesehen. Ist das ein anderer Typ? Ja. Los Miron, dafür brauchen wir Brand. Brand 2. Ja, okay, ich merke schon. Also eine grüne Maschine, praktisch Pflanze, dafür braucht man Brand. Blaue Maschine, praktisch Wasser, braucht man überladen. Und eine rote Maschine, also Feuer, braucht man löschen. Jetzt macht das alles Sinn. Hast du gesehen, wie die Pokémon draußen umhergerannt sind? Wir mussten unsere Pflanzen hereinholen, sonst wären sie zertrampelt worden. Die Pflanzen reinzubringen hat sich als ziemlich aufwendig herausgestellt. Das waren jetzt Informationen her. Aber jetzt fangen wir erst bei Magby. Für den Eintrag. Es wird nicht so krass nützlich sein, wir werden dann schon Fukanos brauchen. True. Ich kann mir eigentlich gleich direkt eine Fukano holen, um die Maschine da wegzumachen. 2, okay. Und wir brauchen dann überladen. So, was auf. Jetzt schauen wir erst mit Dore. Fukano. Ja, moin. Und der Herrin hat das keinen Einfluss auf die Pokémon. Okay. Ja, wo sind wir eigentlich? Redakteurin. Hallo Ranger, arbeitest du hart? Möchtest du für frühere Ausgaben unseres Almir-Journals sehen? Ah, wir bewahren sie hinten im Bücherregal auf. Ach geil, falls man irgendwie ohne nicht kriegt oder so, kann man die hinten anschauen. Sammelmappen sind hier aufgereiht, aber sie sind leer. Sie werden mit zukünftigen Ausgaben des Almir-Journals gefüllt. Achso, ab jetzt oder wie? Na toll. Bei einer Ausgabe hätte man ja verpassen können, die zweite war das. Da haben wir ja mit Olli reden müssen und irgendwann hat das dann gehabt. Diese fortwährenden Ereignisse haben uns ganz schön auf Trab gehalten. Ich habe sogar schon darüber nachgedacht, euren Froderich als Reporter einzustellen. Ah, weil er Links an die Ausgaben. Ah, I see. Na gut, dann wissen wir das auch. Draußen ist es nicht sicher. Ich werde hier drin bleiben. Ja, du hast recht. Wird draußen ein Film gedreht oder sowas? Ist ganz schön laut. Ja, die Ereignisse überschlagen sich. Fukano, do your thing. Und die erste Granny-Maschine, die erste Granny Kongiga geht kaputt. Dann brauchen wir die Nummer kurz und die zweite Maschine zerstören. Hoffentlich ist dann der Bereich auch gesäubert. Okay, dann war der Weg jetzt A frei. Brauchen aber nur 3 Mal überladen 2. Hey, das sind die Typen. Wir haben 2 Ranger gefunden und das Signal von 2 Kongiga-Einheiten verloren. Ja, von 4 eigentlich. Ach Mann, das musste ja wieder passieren. Die zerstören unsere Kongiga-Einheiten. Wir müssen dem Anführer Bescheid geben. Ey, die Mucke war geil. Kongiga? Ich bin sicher, die haben Kongiga gesagt. Ist das der Name dieser kuriosen Maschinen? Was haben diese heimlich Tour vor? Los, komm, wir folgen ihnen. Okay, aber zuerst machen wir da auf. Tor wurde durch einen elektrischen Schlag geöffnet. Das ist im Endeffekt, glaube ich, nur ein Shortcut jetzt, oder? Oh. Melodia. Herr Stegner! Halte durch, Melodia. Brauchst dich nicht zu fürchten. Stegner kommt und rettet dich. Uff, das soll mich doch. Stegner, Supersprung. Melodia, du bist nicht verletzt, oder? Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Warum haben dich diese Dinge überhaupt plötzlich angegriffen? So, ich bin mitten hineingesprungen, aber was jetzt? Du meine Güte, wir müssen ihnen sofort helfen. Oh, wir brauchen nur mal Brand. Statt uns mit den hypnotisierten Pokémon herumzuschlagen, lass uns lieber Kongigas zerstören. Das wäre eine dauerhafte Lösung. Ja. Ah, okay, perfekt. Dann kommen wir runter, machen wir erstmal so. Überladen, dann gehen wir wieder links rüber und holen uns da Fukano. Boots. Vielleicht war es das auch schon wieder mit den Kongigas. War halt dann ganz lässig. Nein. Doch, okay, passt. Vielen Dank, Ranger. Geht es dir gut? Dir hat niemand wehgetan? Ich weiß nicht, was ich zu meinen Gunsten sagen könnte. Ich habe ein paar fies aussehende Leute in Richtung Hafen laufen sehen. Sie sind zum Hafen gelaufen? Dann nichts mehr hinterher. Der Hafen liegt im Osten von Havelbrück. Dieses Mädchen, Melodia, hat einen älteren Bruder namens Albert. Er kann nicht oft heimkommen, weil er immer jede Menge Arbeit hat. Darum ist Stegner hier wie ein großer Bruder für die kleine Melodia. Ich werde sie jetzt nach Hause bringen. Danke, Ranger.
Ah ja, der Stegner passt also auf Melodia auf. Alrighty. Lass uns die zwielichtige Bande verfolgen. Wir gehen auf Havelbrücks unterer Straße nach Osten zum Hafen. Ja. Jetzt lass mich erstmal umschauen hier. Bitte sag meinem kleinen Bruder, dass er jetzt nicht rausgehen kann. Ja, jetzt geht's. Ich will draußen spielen. Jetzt geht's ja. Leute, dann schauen wir mal am östlichen Hafen. Erstmal Wingulfanger. Aber wir müssen nochmal ein paar Kongigas kaputt machen. Ich weiß gar nicht, was die jetzt brauchen. Ist da jemand? Na, da ist keiner. Ein Radikal ist da hinten, okay. Ein Boot. Boote. Hallo Radikal. Wir haben die noch nicht. Wir brauchen die. Eine Gaming-Maschine. Aha. Ziemlich verstohlener Typ. So ein paar nichtsnutzige Ranger latschen herum und zerstören die Kongiga-Einheiten. Nur weil wir so lange gebraucht haben, die Dinge aufzubauen. Ist doch nicht unsere Schuld, dass sie so elendig schwer sind. Aber passt schon, wir haben einiges an Daten aus dem Experiment gewonnen. Wir sollten aus dieser Hinterwäldler-Gegend verschwinden, aber ohne unnützen Ärger. Oh. Experiment? Was für ein Experiment? Was sollen wir tun? Wir können nicht einfach nur herumstehen. Riskieren wir es und fragen sie einfach. Bist du bereit? Ja, weil in einem Pokémon-Kampf kämen wir ja Schwarei geraten, so. Entschuldigt bitte, aber wer seid ihr, Leute? Könnt ihr uns bitte erklären, was genau diese Maschinen sind? Und was hat es mit dem Experiment auf sich, das ihr erwähnt habt? Ihr Vandalen! Was habt ihr gegen Kongiga? Ihr solltet Dinge mit Respekt behandeln. Wer wir sind, fragst du? Wir sind Team Nachtschatten. Wir sind ein Verbrechersyndikat, das von der Weltherrschaft träumt. Wir sind nach Havelbrück gekommen, um mit den Kongiga-Maschinen zu experimentieren. Um zu sehen, ob wir damit Pokémon wie Marionetten kontrollieren können. Nachtschatten-Admin, Hey, Moment mal. Warum hast du denen das so alles erzählt? Oh nein, ich dachte, ich könnte helfen. Sie haben meine Gutherzigkeit ausgenutzt. Aber mit etwas unfreundlicher Überzeugung werden sie schon vergessen, was sie wissen. Team Radfratz, greift an! Okay. Einfach mal wieder einen klassischen Vierer-Fight. Der dritte. Boah, die Mucke, geil! Okay, was machen wir jetzt am besten? Wir haben eine ziemlich lange Linie. Okay, die Linie ist nicht lang nur. Ich komme da nicht durch zwischen die. Ich muss die wen dann ganz im Ganzen nehmen. Oder eine Pokestärke ersetzen. Also sorry, aber mit der Maus ist das ja wirklich grob. Ich habe euch unterschätzt, aber diesmal wird es ernst. Los, Toxiquack. Toxiquack ist der Boss, oder? Tatsache. Okay, geil. Dann schauen wir mal. Der macht safe so ja. Das habe ich mir gedacht. Shit, Alter. Hätte ein bisschen besser aufpassen müssen. Der 6 Damage ist natürlich krass. Aber der geht eigentlich voll. Man kann gut Kreise ziehen auf jeden Fall. Das ist eine miese Attacke. Da kann er gut Zeit rausholen. Jetzt haben wir ihn. Geil, weiß er. Swat den Boss jetzt, oder? Tangolos und Toxiquack. Er stößt ein giftiges Gas und eine giftige Flüssigkeit aus seinem Maul aus. Zertrümmern 2. Boss gibt gut Punkte, das ist toll. Aber der hat Damage verteilt, leckt mich am Arsch. Das reicht. Es ist Zeitverschwendung, sie anzugreifen. Blast zum Rückzug. Wir müssen diese Kongiga-Einheit aber mit zurück ins Versteck nehmen. Sie ist schwer, aber die Strafe für Versagen wäre noch schwerer. Ach, scheiße, ich hätte gern gewusst, was man gegen die Gaby macht. Vielleicht zertrümmern. Sie entkommen! Wer hätte gedacht, dass sie übers Meer gekommen sind? Das Hochziehen der Brücke war also unnützer Aufwand. Naja, wir haben es halt eingekesselt. Aber kein Grund zur Sorge. Es mag nicht so aussehen, aber ich schwimme hervorragend, wenn ich das so sagen darf. Ich schnapp sie mir und schleppe sie mit Boot und allem zurück als Geschenk für euch. Bro, lost den Scheiß. Ich kümmere mich schon darum. Digga? Bist du lost? Du schwimmst doch nicht am Boot hinterher. Er ist mit den Sandalen zwischen den Zähnen ins Wasser gesprungen. Glaubst du, dass ihr das gut übersteht? Da kommt man also nichts an, wieder zum Angeln, nachdem die Pokémon ruhig sind. Und was ist das Erste, was ich sehe? Stegner, der mit den Sandalen im Mund aufs Meer hinausschwimmt. Mag mir das irgendwie erklären? Ey, der Stegner hat echt schon so einen Namen irgendwie in der Ortschaft. Er ist ein paar Schurken auf den Fersen, die in einem Boot fliehen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Oh, ich glaube, ich habe verstanden. Ich kümmere mich schon um alles. Habe ich recht? Das ist nichts Neues. Lasst ihn einfach sein Ding machen. Er kann schwimmen, schön, aber er wird sicher kein Boot einholen. Der ist bald wieder hier. Ja, moin. Das ist doch unmöglich. Havelbrück ist für seine salzige Seeluft bekannt und für Stegner hier. Haha, der hat wirklich seinen Namen gemacht hier. Junge, ich bin froh, dass Stegner sicher zurückgekommen ist. Ich muss ein Geständnis ablegen. Ich hatte noch nie eine so gefährliche Mission. Wir haben der Ranger-Basis wirklich eine Menge zu berichten, was? Ich werde sie auf dem Weg zurück nach Brisenau schon mal per Voicemail informieren. Aber jetzt schauen wir erstmal, was da oben los ist. Hast du noch was zu sagen? Bäh, warum muss das Meer so salzig sein? Ich wage zu behaupten, dass das hier eher unangenehm werden wird. Unser Urlaub wird uns wohl verdorben. Die Reisebroschüren lobten diese Ecke als sicheren und ruhigen Hafen, aber dann gehen wir mal den Weg. Jo, ne, Aufträge sind doch da jetzt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, weil Luana schon so erschöpft ist und so, dass jetzt da keine Aufträge da sind, aber anscheinend
Wir sind safe nur öfters in Havelbrück. Da jetzt Zeit damit zu verschwenden, lass mal lieber. So, Kollege, was möchtest du? Ranger, sieh dir nur meinen traurigen Zustand an. Ich bin schweißgebadet und völlig außer Atem. Im Wald da vorne haben einige zwielichtige Gestalten ein paar Holzkisten weggeworfen. Sie stehen im Weg und sind die reinsten Schandflecken. Ich habe sie zerschlagen und wegtransportiert, aber ich bin an meine körperlichen Grenzen gestoßen. Kann ich dich mit der Aufgabe betrauen? Ja klar. Du machst es großartig. Es sind nur noch 2 Kisten übrig. So was ich brauche. Zertrümmerer? Da, tatsächlich. Bibor hat Zertrümmerer. Kann man da herkriegen? Da war ja sonst nichts mehr. Oder Vonera? Klar, Vonera. Optimal. Ja, man muss ein bisschen im Auge behalten, wer was draufhaut und wo die sind. Genau. Muss immer die Möglichkeit freihalten, die Pokémon zu wissen, zu finden, den man gerade braucht. Kleine nette Mission nebenbei. Kleiner netter Auftrag. Mission darf man ja doch nicht sagen. Danke, Ranger. Du hast deinen Teil dazu beigetragen, die Schönheit des Waldes zu erhalten. Ranger-Pose. Und was kriegen wir? Käferabwehr. Ja, naja. Okay, so war jetzt wirklich nur der eine kleine Auftrag gerade eben. Wir melden uns zurück. Oh je, gut gemacht, ihr zwei. Lörner, warum das lange Gesicht? Wie schon per Voicemail berichtet, bin ich sauer, dass diese Typen mit den Nachtschatten entkommen konnten. Noch schlimmer ist, dass sie auch die eine verbliebene Kongiga-Einheit haben. Du bist zu hart zu dir selbst. Ihr habt mehr als genug für einen Neuling und einen Ranger im 2. Jahr getan. Was mich erheblich mehr beschäftigt ist, dieses Team Nachtschatten. Was hat es vor? Naja, ihr habt euch gut geschlagen. Mission geschafft. Ranger-Pose. Professor Hastings und Eleonora nehmen diese Kongiga-Maschine auseinander. Was? Kongiga, nicht Kongogi? Ach, kommt schon. Ihr wisst, was ich meine. Solange der Teil mit den Kong richtig ist, der muss total fertig sein. Willst du dich aufs Ohr hauen? Ja? Oder war das jetzt wieder so eine Frage von wegen, ob ich nur Aufträge machen möchte? Bro, das ist gerade irgendwie echt komisch, weil während einer Mission können wir keine Aufträge machen. Eleonora hat die ganze Nacht hindurch gearbeitet, um den Konguga zu zerlegen. Wie? Kongiga, nicht Konguga? Ach, egal. Hängt euch nicht an Details auf. Behaltet lieber das Ganze im Auge. Wo wir gerade davon reden, die resolute Ute ist mit einer großen Ladung Milchpudding da. Also esst, Leute, esst. So sagt unser Miltank danke. Der Pudding wird euch jede Menge Energie geben. Der Kerl weigert sich, irgendetwas zu sagen. Steck ihm einfach einen Löffel in den Mund, das reicht vollends. Jetzt mal ganz still, so behandelt man noch niemanden. Er sieht am hungrigsten von allen hier aus. Wie war dein Name gleich? Olli, jetzt isst erstmal auf. Hier, ich füttere dich. Und ist der nicht genauso lecker, wie ich es versprochen habe? Ja gut, so. Hier, noch ein. Du brauchst das nicht zu kauen. Schön langsam, nichts verschütten. Wenn es nicht reicht, kann ich dir so viel, wie du willst, nachholen. Ich verdiene das nicht. Der Waldbrand im Briseforst, dieses Feuer, ist alles meine Schuld. Ich bin so ungeschickt, ich habe Treibstoff für den Kongiga verschüttet. Er ist überall hingespritzt und dann ein Funke von der Zündkerze hat den Treibstoff entzündet. Das Feuer hat sich rasend schnell ausgebreitet und dann, ich kannte den Typen nicht mal, habe einen vor langer Zeit getroffen. Er hat gesagt, ich könnte schnelles Geld machen und da habe ich zugestimmt. Ich wusste nicht, was ein Kongiga war oder wer die waren oder so. Es tut mir leid, alles meine Schuld. Dein Milchpudding war lecker. Wie soll er denn seine Tränen wegwischen, wenn er so gefesselt ist? Hey, Mare, mach Olli los. Die resolute Ute war so nett zu mir. Das erinnert mich richtig an meine Mutti. Machst du ihn bitte los? Ich allein bekomme das sowieso nicht hin. Er ist sicher ziemlich schwierig loszubinden, so fest wie ihr ihn gefesselt habt. Ich helfe dir. Eleonora, du musst doch irgendwas Nützliches in der Werkzeugkiste sein. Da muss doch irgendwas Nützliches in der Werkzeugkiste sein. Und damit ist das Seil gelöst oder zerschnitten, wenn man es genau nimmt. Ein Hurra für Eleonora, die Entfesselungskönigin. Endlich frei. Übertreib es nicht. Na gut, Leute, die Pause ist vorbei. Resolute Ute, vielen Dank für deinen stets leckeren Milchpudding. Und Olli, du kannst nach Hause gehen. Danke, dass du uns doch noch erzählt hast, was passiert ist. Wir wissen jetzt, dass du nur von dieser mysteriösen Bande benutzt wurdest. Und jetzt fängt diese Bande an, uns ernsthaft Ärger machen zu wollen. Ihr Name? Team Nachtschatten. Ich möchte, dass jemand hier in der Gegend auf Patrouille geht. Nur zur Sicherheit. Mal sehen. Mare, du machst das. Na klar. Aber Aloha? Jo, tatsächlich Aloha diesmal? Ja, okay. Dann ist es jetzt der Punkt, wo man wahrscheinlich wieder Aufträge machen kann, oder? Ach, übrigens, das Almia-Journal hat einen großen Artikel über den Zwischenfall in Havelbrück gebracht. Ah. Jo, wir sind drauf, oder? Almia-Journal Nummer 5. Aufstand der Havelbrücker Pokémon. Heldenhafte Ranger. Mare und Luana. Die gleichen Maschinen wie im Briseforst. Team Nachtschatten. Ja, das ist alles gut zusammengefasst. Wunderbar. Dann schauen wir mal nur nach Aufträgen. Oder doch nicht. Mare, warte bitte mal. Meine Freundin wohnt in Schikuling. Okay. Ich würde gern wissen, wie es ihr geht, aber ich bin schlecht in solchen Sachen. Ich schäme mich zu sehr, um allein zu gehen. Bitte, kannst du nicht mitkommen? Jo, ich war jetzt sowieso noch Schikulingen gegangen. Aber okay, dann ist es jetzt doch nicht für Aufträge, sondern um Olli Horn zu bringen. Großer Bruder, hast du schon gehört? Ist echt gruselig. Auf der Paterfarm ist ein Geisterhut.
Ein Geisterhut? Hier lang, großer Bruder, schnell. Mein Problem kann warten. Ich glaube, der Geisterhut ist viel wichtiger. Tu bitte was, großer Bruder. Ach du liebes bisschen, der Hut bewegt sich. Es ist ein Geisterhut. Lol. Ey, Pachirisu hat's gefangen. Unter dem Hut war ein Zepurze. Zepurze? Zepurze? Wieder ein nice Pokémon, nimmt man gern. Gleiche Attacke wie Plaudergeil. Oh, das ist natürlich jetzt Assi. Er läuft in seine eigene Attacke, Ray. Der hat erstaunlich viel KP. War erstaunlich schwer. Es setzt beim Herumspringen Töne ein, um anzugreifen. Und ich sehe gerade keine Fähigkeit. Es ist ein Partner-Pokémon. Kriegen wir jetzt einen zweiten Partner, oder wie? Oh, da war ein Zepurze im Hut. Das ist ja so niedlich. Dachte mir, dass es sowas sein musste. Ja, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Ich habe das gesagt. Erinnerst du dich? Das Zepurze scheint dich zu mögen, großer Bruder. Jetzt gibt's hier einen Bitchfight mit Pachirisu. Ranger-Pose. Zepurze hat sich dir als Partner-Pokémon angeschlossen. Jawoll. Tatsache, geil. Ja, okay, jetzt müssen wir uns aber auswählen, wer Hans mitkommt, oder? Weil wir dürfen immer nur uns haben. Du weißt aber, dass dich immer nur ein Partner-Pokémon begleiten kann, oder? Ach, das arme Zepurze. Muss es jetzt Tschüss sagen? Nein, muss es nicht. Du kannst Partner-Pokémon, die du auf der Reise nicht mitnimmst, zurücklassen. Alles, was du brauchst, ist ein sicherer Ort, an dem sie die Pokémon aufhalten können. Und du musst jemandem vertrauen, der sich um die zurückgelassenen Pokémon kümmert. Du kannst deine Partner-Pokémon an diesem sicheren Ort jederzeit tauschen. Zum Beispiel kannst du heute mit Zepurze und morgen mit Pachirisu losziehen. So hat es mir jedenfalls Eleonora erklärt. Na, wenn das so ist, können wir das hier zu deinem Treffpunkt machen. Und wie der Zufall so spielt, trägt dieser Ort sogar den Namen Partnerfarm. Oh, wer hätte das gedacht? Wirklich? Danke, Vati, danke. Das ist perfekt, großer Bruder. Jetzt kannst du nach Hause kommen und jederzeit dein Partner-Pokémon tauschen. Vergiss es nicht, das ist nämlich wichtig. Wenn du dein Partner-Pokémon tauschen willst, komm zurück zur Partnerfarm. Wäre es in Ordnung, wenn wir jetzt mein Problem angehen? Jo, ganz ehrlich, also ich finde so putzig wie Pachirisu finde. Wir müssen jetzt mal zu Zepurze. Hallo? Kann ich nur nicht wechseln? Jetzt aber, oder? Lol. Geht doch nicht. Warum kann ich nicht wechseln? Hallo? Großer Bruder, du bist allerdings so voller Elan. Zepurze scheint noch zu nervös zu sein. Du solltest mit dem Tauschen noch ein bisschen warten. Okay. Mehr Pachirisu-Time. So geht's auch nicht nach, gell? War es in dem Haus? Ja, safe. Okay. Mutti, es tut mir leid, dass ich dich so lange allein gelassen habe. Das wollte ich nicht. Ey, wie soll ich sagen? Ich bin so ungeschickt und tollpatschig. Ich versage bei allem, was ich mache. Ich mache dir immer Sorgen. Das ist alles, was ich jemals gut konnte. Aber ich möchte... Bitte, es tut mir leid und ich bin zu Hause. Alles, was ich dich je sagen hören wollte, war, ich bin zu Hause. Nicht, dass es dir leid tut oder dass du mir Sorgen bereitest oder dergleichen. Nichts davon ist wichtig für mich. Nichts könnte mich je glücklicher machen als dein Ich bin zu Hause. Und du siehst gut aus. Willkommen daheim, mein Sohn. Ich bin froh, dass du zurückgefunden hast. Es war keine Freundin, sondern meine Mutti, die ich sehen wollte. Tut mir leid, dass ich dich belogen habe. Es kam mir so blöd vor. Ja, toll, und jetzt? War's das schon wieder? Großer Bruder, Zepurze hat sich endlich beruhigt. Du solltest mal sehen, wie er sich macht. Soll Zepurze dein Partner-Pokémon werden? Ja. Zepurze ist nun dein Partner-Pokémon. Aha! Aufträge gibt's. Vielleicht kannst du mir helfen, Ranger. Falls du es nicht weißt, ich bin hier in der Gegend der Schildermacher. Die ansprechenden Schilder, die du überall sehen kannst, sind von mir. Also, mich ärgert Folgendes. Das Schild vor dem Windspielhügel wurde zerschmettert. Es liegt zerborsten unter einem großen, herabgestürzten Felsen. Das macht mich wirklich traurig. Das Schild war perfekt für das Pärchen. Das Schild schreit danach, wieder aufgestellt zu werden. Aber der Fels ist noch nach wie vor im Weg. Kannst du etwas unternehmen? Ja, das kannst du wirklich machen. Den großen Fels findest du auf dem Weg vom Seefierstrand zum Windspielhügel. Okay, dann werden wir Zertrümmerer brauchen. Wahrscheinlich Zertrümmerer 2. Also nasgenäht in der Ozeanhöhle. Na, vielleicht langt der Zertrümmerer... Oder Bibor. Bibor hat ja auch Zertrümmerer 2, die ich ja schon dabei habe. Ne, ist immer gut, wenn man viel Pokémon dabei hat. Das ist natürlich sehr lucky, dass wir Bibor gerade dabei haben, aber sonst hätten wir uns einfach schnell hinausgenäht können, war kein Ding. Das war's schon wieder. Schaut gut aus. Du bist fantastisch. Ich hatte so eine Vorahnung, dass du es schaffen würdest. Da habe ich schon mal ein neues Schild mitgebracht. Das dürfte reichen. Herzlichen Dank, Ranger. Ranger-Pose. Irgendwie sind die Aufträge immer noch nicht so krass. Unlichtabwehr. Das heißt, wir sind jetzt gegen Biss ein bisschen abgesichert. Du musst ganz schön erschöpft sein. Feierabend.
Feierabend. Hm? Was könnte das hier wohl sein? Ein kleiner... Scheiße, jetzt habe ich es überlesen. Eleonora, hast du eine Idee? Ich habe noch nie etwas wie diesen Stein gesehen. Soll ich ihn mit dem Hammer aufbrechen oder Löcher reinbohren? Nein, nein, nichts dergleichen. Ich nehme ihn mit zur Vereinigung zurück und lasse ihn von den wissenschaftlichen Mitarbeitern untersuchen. Wir sollten außerdem ein Treffen abhalten, um die Kongiga-Bedrohung zu erörtern. Ich schlage vor, dass wir uns morgen alle im Hauptquartier der Ranger-Vereinigung treffen. Urs, komm mit mir zum Hauptquartier. Ich brauche deine Hilfe bei der Vorbereitung des morgigen Treffens. Jawohl, Professor. In Ordnung, Leute, ihr habt es gehört. Passt auf die Basis auf, während ich weg bin. Alright. Alright. Dinge werden ernst.